Also auf geht's. Schließen wir den Wassertempel ab. Und besiegen die komische Bestie. Ich weiß nicht mehr. Haben die irgendwas gesagt von wegen Bestie? Keine Ahnung. Wir schauen auf jeden Fall, was da so abgeht. Mare, vorsichtig! Das hier sieht nicht aus wie gewöhnliches Wasser. Irgendetwas lauert hier. Okay. Also schon mal nicht ins Wasser. Das finde ich schon mal gut, dass es kein Wasserfight ist. Nicht so wirklich. Okay, YOLO. Springen einfach mal darüber. Ah, ja. Es ist halt wie zu erwarten irgend so ein Wassermonster. Und diesmal können wir mich tatsächlich ein bisschen an den Kampf erinnern. Was jetzt aber nicht heißt, dass ich den easy peasy mache. Hallo? Aquamöbis Wassertentakel Morpha. So, und die verpisst mich gleich mal wieder drüber, an den Rand, weil ich mag da nicht wirklich ein Bedrängnis käme, wenn ich da mitten im Wasser stehe. Au, aua, aua. Hä? Dude. Wie sieht die Scheiße einfach roh? Mann, sorry, ich habe jetzt wieder Input-Problem. Boom. Ja, okay, das nächste Mal hier wieder die starke Attacke. Ich muss halt einfach mit dem Enterhaken diesen... Was du siehst, was das ist. Ah ja, stimmt, Navi was zu sagen. Das Wassertentakel Morpha. Dieses Monster ist Wächter des Wassertempels. Sein eigentlicher Körper ist der rot wabernde Kern. Genau, deswegen müssen wir den ja aus dem Wasser rausziehen und Enterhaken. So. Ah lol, ich lauf genau rein. Verpiss dich! Ah! Das ist natürlich jetzt schon scheiße, wie die im Wasser hängen. Lol, echt jetzt? Nein, verpiss dich! Ey, Oida! Hä? Ja, ja, Alter, jetzt aber. Ungefähr so. Ja, genau, ungefähr so, du Vollidiot. Ach, verpiss dich. Echt, oder? Ey, ohne Scheiß.
Vor ein paar Minuten habe ich noch richtig Bock gehabt. Es geht schon wieder los. Und was ich halt auch ausprobieren würde, ist das. Und ich hab's nicht vergessen, lul. Ja, okay, offensichtlich kann man Herzcontainer neben dem Enterhaken holen. Der 16. Herzcontainer. Yippie. Fehlen nur noch 4 zur maximalen Lebensanzahl. Halle der Weisen. Und wie immer noch im Tempel kämen wir zu den, wie viel sind's? 6 Weisen? Keine Ahnung. Und es ist diesmal Prinzessin Ruto. Vorhersehbar. Mare, ich hätte nichts anderes von jemandem erwartet, den ich zu meinem Ehemann auserkoren habe. Suras Reich und seine Bewohner können dank deiner Hilfe wieder in Freiheit leben. Warum ist die Musik eigentlich so laut? Muss ich gleich nochmal schauen. Als meinen Lohn gewähre ich dir meine ewige Liebe. Naja, das würde ich gern, aber ich merke, dass du an eine andere denkst. Oh! Ja, nicht bloß eine. Als Weise des Wassers ist es meine Aufgabe, den Wassertempel zu bewachen. Und du suchst nach Prinzessin Zelda? Gib es zu, du kannst nichts von mir verheimlichen. Prinzessin Zelda, sie ist am Leben, ich spüre es. Also lass dich nicht entmutigen. Ich weiß, dich wird nichts aufhalten in deinem Kampf für den Frieden. Nimm daher dieses Amulett und trage es mit Würde. Das Amulett des Wassers. Ruto gibt sie als eine der Weisen zu erkennen und überträgt ihr ihre Kraft. Wenn du Sheik triffst, dank ihm von mir, okay? Alles klar. Riech mal aus. Und das Wasser steigt wieder im Hylia-See. Oh, das ist ja... Jawohl, eigentlich ist es wurscht. Egal. Das Wasser steigt und das Böse verlässt den See. Mario, du hast es geschafft. Jo, ich will da was ausrichten. Ruto wollte sich bei mir bedanken. Ich verstehe. Auch in ihrem Namen müssen wir Harold den Frieden wiederbringen. Schau, Mare. Du und Prinzessin Ruto, ihr habt gemeinsam das bösartige Monster besiegt. Ich war's ganz verloren. Der See füllt sich mit reinem Wasser und alles ist wie zuvor. Weirde Situation. Fucking Ninja. Wollte eigentlich gerade sagen, Sheik verschwindet immer so auf mysteriöse Art und Weise und dann im Endeffekt chillt am Baum um, macht einen Körper. So, und jetzt ist die richtige Zeit gekommen, um da einen Pfeil in die Sonne reizen, Jung. Hallo?
So, let's go. Jetzt are prepared. Jetzt Und als Belohnung kriegen wir spezielle Pfeile. Die Feuerpfeile, platziere sie auf C, um sie abzuschießen. Triffst du, wird dein Ziel entflammen. Ach so, echt jetzt? Weil die muss die vorher auf C irgendwo rauflegen? Ah, so geht es. Ah, okay, okay. Na, schon verstanden. Okay, das ist cool. Erstmal speichern. Aber, Nachteil daran, wir verbrauchen Energie. Deswegen habe ich gemeint, die Energieleiste wird später noch wichtig. Mit diesen speziellen Pfeilen da. Aber wir verbrauchen immer noch ganz normal Pfeile. Ich weiß echt nicht, ob ich Bock drauf habe. Fischweiher. Hey Typ, wir kennen uns doch, ist aber schon lange her. Wie viele Jahre waren das? 7 Jahre? Was hast du denn die ganze Zeit getrieben? Du bist mein einziger Kunde, ich mache fast kein Geschäft mehr. Obendrein werden meine Haare... Naja, egal. Deswegen tragt er so Seemütze, Seemannsmütze. Fischen wieder für 20 Rubine. Ja, der Rumble Pack, bla bla. Wow, das ist ja ein echter Brocken. Wow, haha, 12 Pfund. Ja. Behalten. Oh. Bitte sag mal, dass das jetzt war. Also, ich weiß nicht, irgendwie kotzt mir euch sowas mit Wasser zum Dort in dem Game. Wow, das ist ja ein Prachtkerl. Sieht ganz nach einem neuen Rekord aus. Er wiegt mindestens 12 Pfund. Okay, hier ist dein Preis. Zurück, Mare. What the fuck? Sheik! Was ist denn eigentlich? Was ist eigentlich los? Was ist das für eine Schattenkreatur?
scheint mir ziemlich OP. Sieht aus, als würdest du es überstehen. Ja, besser ist es. Mare, etwas Schreckliches ist passiert. Der Schattendämon ist aus seinem Gefängnis entkommen. Impa, die Gründerin Kakarikos, hatte den Schattendämon einst auf den Grund des Brunnens verbannt und dort eingeschlossen. Doch die Kraft des Dämons wurde in letzter Zeit immer stärker, sodass das Siegel brach und er wieder in die Oberwelt entkommen konnte. Ich glaube, Impa ging zum Schattentempel, um ihn wieder zu versiegeln. Ohne Hilfe wird sie dort in großer Gefahr sein. Mare, Impa ist eine der 6 Weisen. Vernichte den Schattendämon und rette Impa. Es gibt einen Zugang zum Schattentempel hinter dem Friedhof von Kakariko. Alles, was ich für dich tun kann, ist dich die Melodie zu lehren, die dich zum Schattentempel bringt. Diese Melodie führt dich in die unendliche Dunkelheit, die sogar die Zeit absorbiert. Höre nun die Nokturne des Schattens. Du hast die Nokturne des Schattens erlernt. Ich werde mich um das Dorf kümmern. Ich zähle auf dich, Mare. Ja, danke. Und wir haben auf die Zeit, dass du uns sagen kannst, wer der nächste Weise ist. Und offensichtlich ist es heute Impa. Gut, dass es zum Ringer angefangen hat, weil sonst hätte die Stadt einfach weiterbrennt. Oder das Dorf, muss man sagen. Es ist nur lang kein Stadt. Aber das Schattenvieh hat schon definitiv ziemlich heftig gewirkt. Ich meine, es hat Sheik und Link einfach beide weggeknockt. Warum gehe ich jetzt eigentlich darüber? Zum Friedhof. Ja, und das ist jetzt halt auch so ein Bereich, da haben wir vorher noch nicht hingekommen. Ich meine, wie waren wir denn sonst da hochgekommen? Also dann, gehen wir mal direkt da rein und schauen, was da so ist. Oder, hey, jetzt kommt halt erst wieder so ein Punkt, ich habe keine Ahnung mehr. Okay, ich kann mir schon direkt denken, was man da machen muss. Mit dem Zauber ist das alles kein Problem. Aber wo geht's jetzt da hin? Direkt in den nächsten Tempel. Der Schattentempel. Ich habe schon sehr, sehr viel Bedenken vor dem Tempel. Weil ich heute beim Wassertempel schon so viel Probleme gehabt habe. Die Schatten werden sich nur dem offenbaren, der die Augen der Wahrheit besitzt. Es heißt, man könne sie in Kakariko finden. Guck mal, das ist eine Tür, aber es ist keine Tür. Okay, wir sind fehl am Platz. Wir müssen zuerst was finden. Und dazu müssen wir erst einmal ganz schnell wieder raus. Ist schon unheimlich so. Ein Rumgeporte ist es. Mare. Ja, bla bla bla. Wir sind im Todeskrater, ja. Und wir dürfen noch nicht so lange sein. Aber da müssen wir nur Wundererbse pflanzen, oder? Das war schon eine Erbse, oder? Ah, stimmt. Oh, shit. Wir brauchen einen Käfer, oder? Boah, das ist jetzt mies. Das ist richtig mies. Ah, shit. War nicht so ganz durchdacht. Back am Todeskrater und jetzt mit Käfer.
Ich hoffe, dass das noch geht. Aber das war ja total dumm. Ich meine, klar, ich habe da das Eipflanzen im Loch, aber... Ah, ja, gut, passt. Komm her, Skulltula, Skulltula. Das machen wir wieder auch nicht sehen. Hätte man das auch. Weiter geht's. Wir brauchen ja irgendwie das Auge der Wahrheit. Wir können nicht in den Schattentempel als junger Link weil wir da den Endtag brauchen. Aber es hat der Kosten, das Auge der Wahrheit ist irgendwo in Kakariko. Ach, schön. Als junger Link mal wieder nach Kakariko zum Gamer. So idyllisch. Zimmerer machen immer noch nichts. Es ist wunderbar. Es ist Wasser drin. Aber wir können ja mit der Mühle die Scheiße auspumpen. Servus. Servus. Wir sind ins Lied gegangen. Mann, neues Quer nicht auswendig. Jawoll! So kehrt sie das. Und durch den Sturm dreht sie die Windmühle natürlich schneller. Leute, warte mal, da oben ist ja noch was. Was ist denn da in der Windmühle drin? Ja, auf jeden Fall kriegen wir so den Brunnen erstmal labummt. Ja, runter da. Grund des Brunnens. Und ich glaube, ich habe schon Spinnen wiederkehrt. Okay. Ich war so, dass ich das nicht so cool gefunden habe da drin. In dem Brunnen. Und es ist sehr ungünstig, dass ich so wenig Magie habe. Weil wir brauchen mehrere Magie. Jetzt dann. Heute. Und ich check schon mal irgendwo so die Wände ab, weil es war immer mal wieder so eine Stelle, wo man einige Kinder hat. Später haben wir die Möglichkeit, das zum Sehen. Jo, Alter, können wir mit den Dingen interagieren? Ich höre in diesem Raum geisterhafte Stimmen flüstern. Sie flüstern mir zu. Suche nach dem Auge der Wahrheit. Okay. Das war sowieso eine Aufgabe. Uah. Ja, okay, cool. Man kann einfach geradeaus durchgehen. Bitte sind da Krüge. Ja. Da ist auf jeden Fall tiefes Wasser. Aber da kann ich noch nichts anfangen. Da ist eine Truhe, aber nutzt mir nichts. Es gibt sehr, sehr viele geheime Eingänge. Uah. Genau wie den zum Beispiel. Kleinen Schlüssel. Ey, Junge, die Kisten hat er ausgestellt für große Kisten. Aber wir sind ja der kleine Link, deswegen... Oh, what the fuck? Oh, na, das ist wieder so ein Vieh, aber goldenes Skulptular. Soll ich doch gleich reingehen? Da waren immer irgendwelche Lecher am Boden. Ich schaue mir erstmal außen um. Diese Mauer, hier heißt es Gefahr aus der Tiefe. Also, kann man da jetzt irgendwo runterfallen? Alter, was? Ich gehe jetzt einfach direkt rein mit dem Schlüssel. Wegen goldenen Skulptular. Oh nein, du Pisser! Oh, hoppala. Da sind wir runtergefallen, aber da ist auch nochmal ein Gang. Mit Krügen. Wait. Das sind ja keine Pflanzen, das sind Arme, die da rausgestrickt werden. Und das... Ah! Junge, halt doch nicht so viel aus so auf. Ah, da kann man auch runterfallen, deswegen. Okay. Okay, das ist nur Rückweg. Das sind anscheinend alles Rückwege. Mann, jetzt habe ich das letzte Mal schon so heftig gräselt im Wassertempel und jetzt geht's da schon wieder weiter. Ach, da ist er. Hm? Okay. Anscheinend muss man die einsammeln, sonst kommt man eh nicht mehr raus. Na, passt schon. Das Wasser dieser Statue flutet das gesamte Stockwerk. Ah, okay. Also müssen wir das Wasser da auf jeden Fall wegbringen. Hier steht die Inschrift aus dem Wappen der Königsfamilie von Hyrule. Soll ich jetzt da wieder das Lied spielen, oder wie? Oh, leck mich auf den Arsch, Mann. Das schockt mich doch nicht. So, was steht da? Diese Mauer, hier heißt es Gefahr von oben. Okay. Aber die Gefahr von oben ist schon gebannt. Ey. Es ist halt echt ein bisschen...
Hier kommt Gefahr von oben. Was für die Scheiße? Fehlinfo. Da hinten ist auch wieder was. Das erste Mal, in erster Linie kommen wir ja mal durchtauchen. Das können wir ja schon mal machen. Ja, hallo Kollege? So nicht. Und die spielt das safe kolliert vor jetzt extra. Oh nein, das macht ihr jetzt überall einen Sarg auf extra, oder? Aber wir müssen es überprüfen. Okay, da ist schon mal nichts drin. Irgendwo muss da was Gutes drin sein, oder? Oh, verpiss dich. Da nichts drin. Yay! Also nichts Gutes. Oh, doch. Lol. Ich sollte vielleicht mit gescheit reinschauen überall. Da oben war ja nur ein Herz. Ja gut, dann haben wir jetzt wenigstens nur mehr einen Schlüssel. Ah. Ich meine, da können wir Cutscene, aber anscheinend doch nicht. Hoppla. Ja, aber so wird's gemacht. Warum er immer Zeldas Wiegenlied so früh in dem Spiel bewirkt. Ich frage mich immer wieder. So, als nächstes. Schlüssel abholen. Ah, man hätte doch auch noch rüber können. Aber ich hab nicht gesehen, dass da Gitter ist. Oh lol. Ein Herz. Bomben? Werden die jetzt braucht oder was? Ich finde es immer so spannend, weil du weißt nie, ist es jetzt eine Sackgasse oder geht es so richtig weiter? Mir sind die Sackgassen halt alle am liebsten, weil du dann genau weißt, okay, da bin ich jetzt fertig. Weil wenn du direkt weiterkommst, ist halt dann scheiße, weil dann weißt du, du musst irgendwie nur mal zurück und was holen wir, zum Beispiel Schlüssel. Oh na. Aber warum muss ich denn da hin? Oh, es ist ekelhaft, Mann. Der große Hirnsauger zerschlage alle seine Diener, um ihn zu beseitigen. Trifft den Kopf. Jetzt ist halt scheiße, oder? Ich muss mich jetzt mit grabben lassen auf jeden Fall. Ich bin mir so sicher, dass das gedacht ist. So, er kommt. Die kämen immer wieder. Hey, ich meine, ich muss die Diener beseitigen. Was ist denn jetzt das? Manchmal sind die Infos schon echt komisch. Ich muss einfach nur warten, bis er seinen Schädel aber hebt. Den können wir aber relativ gut hitten tatsächlich. Also ich weiß nicht, was das für Scheißinfo war. Von wegen, besiege alle seine Diener. Aber schon mal ein hilfreiches Item für jetzt.